Das war die Etüde Nummer 44a nach Chopins Nouvelle Étude Nummer 1 von Leopold Godowsky, die der Pianist Marc-André Amelin in dessen Sinne vervollständigt hat. Unter Godowskys 53 Etüden nach Chopin befinden sich 22, die nur von der linken Hand allein gespielt werden. Sie bedeuteten 1914, zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung, eine ungeheure technische Herausforderung. Dieser versuchten sich etliche Pianisten nach 1918 zu stellen, die im Ersten Weltkrieg ihre rechte Hand verloren hatten, wie beispielsweise Otakar Hollmann oder Paul Wittgenstein. Beide arrangierten selber klassische Klavierwerke und vergaben darüber hinaus Kompositionsaufträge. Dazu sagt Marc-André Amelin: Well, there are very few great composers who wrote for the left hand alone, I think. Es gibt nur wenige bedeutende Komponisten, die Werke für die linke Hand geschrieben haben. Zwar finden sich auf einer dänischen Webseite zu diesem Thema fast 700 Komponisten aus allen Zeiten der Musikgeschichte, doch wirklich bedeutend sind nur wenige. Und wenn Paul Wittgenstein nicht gewesen wäre, hätten wir vermutlich kein bedeutendes Werk. Es ist sein großer Verdienst, einige der schönsten Kompositionen in Auftrag gegeben zu haben, wie etwa das Ravel-Konzert. Interessanterweise schrieb Godowsky für ihn nur ein Stück, die Zigeunerbaron-Fantasie, und die Widmung an Wittgenstein hat er später zurückgezogen mit der Begründung, es sei zu gut für ihn. Because as he said, he was too good for Wittgenstein. Dass Godowskys Werke im Elternhaus nicht unbekannt waren und als durchaus faszinierend betrachtet wurden, erfuhr Marc-André Amelin bereits in jungen Jahren. Actually, I became aware of Godowsky's arrangements from a very young age. Ich bin sehr früh mit den Godowsky-Bearbeitungen in Berührung gekommen, und zwar durch meinen Vater, der ein sehr guter Amateurpianist war. Neben der klassisch-romantischen Klavierliteratur interessierte er sich auch für Godowsky, von dem er in Harold Schoenbergs Buch Die großen Pianisten